Das ist schwer vorstellbar. 3,5 Millionen Wallonen sollen lo iwwer d'Schicksal vu 500 Millionen Europäer können dezidieren. Das ist ein bisschen so, wie wenn der Gemengerot von Esch kennt ein Veto allein über das Gesetz, was die Regierung auf den Tisch gelöst hat, ehe die Chambre überhaupt darüber diskutieren. Das wäre doch lächerlich, oder? Das ist aber genau das, was den Amend am Gangen ist mit CETA, dem Handelsakkord zwischen Kanada und der EU. Für was? Nee, das ist nicht der Akkord selber, der schuld ist. Die gouf vu 27 von 28 Memberstaaten gut geheescht. Und das auch nicht mal den 28. Memberstaat, der schuld ist. Die belgische Regierung wählt ja den Akkord, aber die institutionelle Organisation von der Belge verhindert das. Ehe die belgische Regierung hier Zustimmung ging, muss die Meinung von der Regionalparlamente gefragt sein. Und da hängt den CETA den Amend fest. Die politisch Responsabel, die de regionale Pouvoir haben, sind op nationalem Pouvoir an der Opposition. Und aus rein parteipolitischen Überlegungen machen sie e spatze München. Sie verhindern mit der Politik Politicienne, dass ein europäischen Akteur kann unterschrieben gehen, den am Interesse von den Verbrauchern und von den Klein- und Mittelbetrieben wäre. Weil, machen wir uns nicht viel. Dat hai as keng Opposition umfang vun der Sache, weil all d'Wënsch an Forderungen vun de Wallonen scho schwarz op weis am Text stoungen. D'Opposition géint CETA as just de Vierwand, déi geholget fir politisch Gegner an der Belg ze schwächen, an diesem Fall die Belg Föderalregierung. Als Nebeneffekt vun der Histoire Belg mischt ganz Europa sech lächerlich an der ganzer Welt. 28 Regierungen, die während 7 Jahren international Verhandlungen begleitet. Und sie können lo ihr Engagement nicht anhalten. Das ist lächerlich. Wen hält an dem Fall als Nationalregierungen oder als europäische Instanzen nach seriös? Als Kredibilität wird an den letzten Tagen stark gelitten, und zwar weltweit. Und dafür meine ich, dass es höchste Zeit gibt, dat Staaten hier Institutionen so reformieren, dat den Decisionen können geholt gehen, do wo sie hingehören. Lokale Niveau für die Gemengen, am Parlament für die Nationaldecisionen und am Europaparlament für das International. Und da soll jeder auf seinem Platz seine politische Arbeit a voller Transparenz und mit aller Responsabilität machen. Und dann natürlich auch nicht Zeit wechseln, an die Meinung ändern, je nachdem ich gerade an der Majorität oder an der Opposition ist. Wenn sie so pirouetten, ist es nicht verwunderlich, dass die Bürger aufhängen und ihre politischen Decideuren zu zweifeln. Und dafür ist es Zeit, mit so damit abzuhalten.